Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute eine Special-Episode. Der Simi ist wieder mal mehr am Start und wir haben ja noch unser F1-Bingo, das wir auflösen müssen, bzw. wir müssen schauen, wer hat eigentlich das Bingo gewonnen. Wir gehen nochmal die wilden Predictions durch, die wir im Verlauf des Jahres hatten und schauen, wer wirklich am Ende der Episode gewonnen hat. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, wie gerade eben im Intro angesprochen, wir legen zuerst mal los mit dem Bingo, weil das ist natürlich mit Season Ende auch zu Ende gegangen. Und wir machen es jetzt einfach schnell kurz so, dass jeder sein eigenes Board schnell ablesen, einfach dort, wo er die grünen Punkte geholt hat, oder beziehungsweise wo er die Prediction richtig hat. Da wäre es vielleicht einfacher für euch, wenn ihr schnell würdet bei uns auf Instagram gehen, auf Unsafe Release. Und dort haben dann auch die optische Darstellung von dem Board, von dem Bingo-Board. Und dann sehen wir auch, wer ein Bingo hat, wobei es hat eigentlich nur einen geholt, von dem her es ist jetzt nicht so, dass jeder irgendwie ein Bingo geholt hätte. Aber wir gehen jetzt gleich schnell kurz durch. Ich nehme jetzt einfach mal schnell kurz den Freiraum und ich starte damit. Und ja, ich habe grün bekommen in der ersten Reihe, aber mal, dass der Magnussen eine rote Flagge verursacht. Und das wird ja, glaube ich, Monaco gewesen sein, oder? Kann das sein? Oder hat er irgendwo anders? Mal, das war Monaco. Monaco, oder? Ja, das war Monaco. Dort, wo er mit dem Perez crashed ist. Mit dem Hülkenberg zusammen auch. Oh, genau. Okay. Nachher alles umgestanden ist in der Mitte der Straße. Dann habe ich Verstappen Weltmeister 2024. Ich glaube aber, oder die Prediction hat fast jeder von uns einig drin. Dann nachher Norris ein Win, hat er ein paar Mal gemacht. Ferrari-Sieg in Monza. Wer hat die gemacht? Also, mit die hast du gemacht, oder? Sicher ist es mich. Bin ich das gesehen? Ich weiss nicht. Nein, wer hat die gemacht? Leclerc Du! Win hast du. Habe ich selber gemacht? Ja, let's go, Alter. Ja, believed. Das ist wahrscheinlich auch in die Prediction nachdem dass der Hamilton gewechselt hat, habe ich die gesprochen. Aber egal. Ja, jetzt schon believed. Dann nachher kommt die dritte Reihe bei mir und dort habe ich tatsächlich am meisten grüne Felder, und zwar 3 von gesamthaft 4. Mindestens 3 Fahrer verlieren das Cockpit. Und zum Glück haben wir mindestens geschrieben, weil es sind ja, glaube ich, inzwischen ein bisschen mehr gewesen. Würde man jetzt rein theoretisch den Ocon nicht dazu zählen? Nein, weil wir haben ja gesagt, dass wir komplett aus der Formel 1 draussen sind. Ja, aber weißt du, weil er ja ein Rennen ausgesetzt Ja, aber er hat. kommt wieder. Also, Ja. nein. Da kommt wieder. Ja, okay. Aber wir haben den Sargent, wir haben den Ricciardo, wir haben den Magnussen und den Joe, Bottas. den Bottas. 5. 5. Wer haben wir noch? Habe ich jemanden vergessen? Theoretisch könntest du Colapinto dazu zählen, aber es wären sicher mal 5. Ja. Und Perez. Hey, Perez! Ja, 6. Perez. Jetzt ist offiziell Perez, ja. Ja, voll. Also 6 eigentlich, das ist crazy. 6 von 20 Fahrern. Das ist eigentlich verdammt hart, Mann. Wie viel das rausfliegen dieses Jahr? Oder letztes Jahr, besser gesagt. Ist ja, wir haben schon 25. Dann nachher, die letzte Reihe bei mir habe ich noch... nein, Entschuldigung, ich muss ja noch 2 weitere aufzählen. Eskalation zwischen Gasly und Ocon. Ja, die haben sich ja immer nicht so gut verstanden und in Monaco sind sie ja wirklich aneinander aufgefahren. Und ich glaube, so wie der Ocon noch der Rest von der Season behandelt wurde, ist so von Alpine, hat man auch gemerkt, wie der Fokus mehr auf Gasly gegangen ist. Darum, ich glaube, das ist auch zu Recht grün. Und Ferrari im WM-Kampf dabei. Ja, sind ja bis Ende Season oder bis zum letzten Rennen da im WM-Kampf dabei gewesen. Das ist auch grün. Und Bottas Vertrag wird nicht verlängert. Haben wir auch recht gehabt. Und Alpine wechselt Teamchef. Das ist ja auch wieder passiert mit dem Oaks, der gekommen ist dort. Und jetzt schaue ich noch schnell kurz durch, ob ich noch irgendeine wilde Prediction habe. Also rein theoretisch, da haben wir ja auch noch ausdiskutiert. Ich habe ja noch Andretti, ein hellgrünes Licht. Jetzt kommt ja eigentlich Cadillac, die haben ja noch sozusagen das grüne Licht, aber es ist ja noch nicht offiziell bestätigt worden, dass sie wirklich 2026 dabei sind. Aber es ist ja Cadillac in dem Sinne nicht Andretti, darum haben wir es einfach mal rot gelassen. Formel 2 Fahrer zu Williams 2025 ist ja auch nicht
ja, sonst habe ich habe eigentlich gar keine wilde Prediction. He? Also nicht so mal Comeback der Klimakleber, okay, das ist schon Ja, recht wild gewesen. das ist wild. Wobei tatsächlich, das habe ich aber auch erwähnt, glaube ich, in einem Podcast mal in Spielberg, scheint es in einem Training, sind wieder ein paar rum gewesen. Aber in der Formel 2 war das gewesen. Im Formel 2 Training habe ich gemeint und nicht in der Formel 1, darum haben wir das auch rot gelassen. Aber ja, das ist mein Board, das war meine Prediction Board gewesen. Und ich habe leider eben kein Bingo. Ich habe zwar eben die dritte Reihe, wo eigentlich fast alles grün wäre, bis auf 1. Und Die Diagonale auch. ja, Mit genau. Hase verkauft. Ja, aber sonst ist eigentlich bei mir ein gutes Board gewesen. Also ich habe viel Grünes gegenüber anderen bei dem Bingo. Aber ich würde sagen, ich gebe mal das Wort weiter an Gabu Simi. Wer was ist von euch? Ja, Mach. also dann mache ich. Ich habe deutlich weniger grün. Also der Kassel hat da, ich glaube, du hast sogar insgesamt am meisten grün, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich das so anschaue. Ja, aber auf jeden Fall habe ich Verstappen gewinnt 5 Rennen. Da haben wir, glaube ich, auch darüber diskutiert. Aber stimmt das jetzt? Hat er 5, hat er genau 5 gewonnen? Nein, oder? Der hat mehr als 5. Der hat 8 oder 9. Weil dann wäre das eigentlich wieder rot. 8, 9 Siege. Ich habe gemeint, wir haben lange immer gesagt, wir sagen einfach, wenn er 6 hat, dann nachher machen wir es wieder rot. Aber ich glaube, sie hat es dann einfach grün gelassen, weil es so viel rot hatte. Ich weiß nicht. Also, wow, ein Mitleidsgrün. Ja. Ja, Ja, weil es ist, aber halt nicht definiert, oder beziehungsweise wie steht es eigentlich Naja. auf dem Prediction-Dings, das du bekommen hast? ja, das Simi, muss wer nicht hat das? abgekürzt Ja, werden. es war meine Prediction, ich habe geschrieben, Max gewinnt 5 Rennen. Ich habe nicht mindestens geschrieben, ich habe nicht maximal geschrieben, Okay. ich habe geschrieben, Max gewinnt 5. Ja, Dann können wir dich fragen, aber was ist die Frage, was ist die Aussage? Gewinnt er 5 oder gewinnt er mehr als 5? Ich glaube, ursprünglich habe ich gesagt, er muss genau 5 gewinnen. Gut, machst du das rot nachher noch. Wenn du noch kannst, natürlich. ja, kann ich schnell machen. Also mach jetzt rot. Wenn du willst, dass du alles rot hast, dann machen wir das. Ja, was soll ich sagen? Kein Win ist kein Win. Nur das, wenn du musst reden jetzt, gell? Nachher, Teamkollegen crashen, das haben wir ja, glaube ich, mehrere Mal gehabt. Also Ocon, Gasly, Magnussen, Hülkenberg. Magnussen, Hülkenberg. Wie das mehr Magnussen, Perez und dann Hülkenberg war. Ja, Was haben wir noch gehabt? Also zweimal im gleichen Rennen, das ist noch funny eigentlich. aber sonst ja. wüsste ich jetzt einfach gar nicht, wer noch sonst eine Ja, Kollision Ich miteinander kann. muss gerade schauen. Ja, anyway. Dann nachher sehr viel Rot. Bis zu Hamilton hat 2 Siege. Dort hat es aber auf den Topf genau gebracht. Wegen dem, das darf grün bleiben. Break the Streak, das finde ich eine der wildesten Predictions. Einfach weil es so unlikely ist. Kein Safety Car in Singapur und ich bin mir ziemlich sicher, die hast du geschrieben, Simi, gell? Das habe ich 100% geschrieben, muss ich nicht mal noch schauen. Kollege, was hast du dort zum Morgen gegessen, Alter, dass du das predicted hast? Ohne Scheiß. Wahrscheinlich gar Das ist nicht. wild. Gar nicht? Gar Weil nicht. kein Safety Car. I see. Ich finde auch sehr wild irgendwie Norris im Titelkampf. Ich weiß nicht, wer das predicted hat. Aber das ist bei mir tatsächlich grün, weil also, wenn ich meinen Kopf so zurückdrehe, so Anfang Jahr, das hätte ich jetzt niemals unterschrieben. Gabu, Was? was hast du gemacht? Wow, geil. Aber dann ist es nicht, weil ich das Gefühl hatte, es kommt wirklich true. Ich habe ein paar Predictions einfach gemacht, dass ich irgendetwas Spezielles habe. Aber crazy. Sie So finden gut. gut. Ich hätte das anfangs so nicht unterschrieben. Die Prediction ab der Norris ist im Titelfight dabei. Geil. Ja, super. Und Stroll performt wieder schlecht. Das ist auch noch drin. Die ist von mir, das weiß ich. Ja, wow. Sonst muss ich sagen, also mögliche Gewinnlinie habe ich fast keine gehabt. Also, damit ich gewinnen hätte ich müssen volle Punkte bei einem Sprintwochenende von einem Team. Da ist aber eins, was du grün machen musst. Perez letzte Red Bull Season. Ja, Aber recht bei mir. ja, das muss man noch anpassen. Dann wäre das meine Und Maßgabe rein gewesen. theoretisch, du hast ja noch drin, Ende Season gibt es Silly Season. Also, ich glaube es eben, da hat der Widow geschrieben. Das ist doch wieder die Frage, wie es gemeint ist. Gell? ja. Bis Ende Season oder am Ende von der Season. Aber auch dann könnte man vielleicht sagen, ich meine, wir haben jetzt nach Ende Season doch noch das Perez-Zeug gehabt.
Ja, aber er schreibt eben Colapinto, da der zu Ende, Alpine geht. aber er schreibt da Ende Season wird es eine richtige Silly Season geben, aber die richtige Silly Season ist ja eigentlich schon vorbei gewesen. Ja, schwierig, ich glaube, aber... Also die richtige Silly Ich Season, glaub- die hat eigentlich Anfangsjahr angefangen und ist dann bis in den Sommer reingegangen und nachher hat es sauer abgeflacht gehabt. Das ist ja eigentlich bis Ende Jahr nicht mehr groß Ja, es etwas geht gegangen. zwar. Ja, Ja, aber nur es weil ist du wirklich jetzt das nicht scheiß mehr. grüne Feld willst haben. Also bitte. Nein, ich will das grüne Feld nicht haben. Ich meine, es gibt mir auch eine Gewinnreihe, was ich eigentlich nicht unbedingt will. Aber ich würde jetzt so sagen, wenn er schreibt, Ende Season gibt es eine richtige Silly Season. Wir haben Ende Season nur den Perez Lawson Hardshar Swap und der Colapinto geht zu Alpine. Das würde ich jetzt nicht als richtige Silly Season betiteln, vor allem weil das mit Red Bull hure klar war, dass das passiert und mit Colapinto hat man auch schon lange darüber geredet. Also, Silly ist für mich Hamilton-Wechsel zu Ferrari. Ja, ist Ja. einfach halt so der grösste Impact gewesen, ja. Und dann nachher eine zweite Gewinnserie, die ich haben konnte, wäre mehrere rote Flaggen in einem Rennen und ein Alonso-Sieg. Ja, sehr unlikely, alles zusammen. Also mehrere rote Flaggen können passieren, aber ja, ist nicht. Nachher Sargent-Podium und Alpine fällt komplett zusammen. Ich glaube, das ist eine, wo wir am meisten darüber diskutiert haben, was jetzt das sein oder nicht. Aber nein, also von dem her habe ich eigentlich keine Chance gehabt. Fast. Aber cool. Also Alpine ist ja nicht zusammengekehrt, so wie sie es aufgeholt haben Ende Jahr noch. Ja. Das ist haben wir schon wieder diskutiert. Für mich wäre Alpine geht zusammen mehr gewesen, im Sinne von, dass sie das ganze Team in reshufflen, was sie haben. Aber vielleicht hätte es komplett nicht so schreiben, weil komplett heisst auch gleich auch, dass es hat Ah, der komplett Messi gesagt. ist. Ja, genau. Ja, aber das ist mein Kärtchen. Ich glaube, da gibt es nicht viel darüber zu sagen. Ich schmeiße es mal über zum Simon. Ja, eher einen kurzen Einsatz. Was haben wir da? Vettel im Videofeed, das ist passiert in Imola. Dort ist er ja auch, soweit ich noch weiss, mit dem Senna seinem Auto rumgefahren, anlässlich zu seinem leider 30-jährigen Todestag. By the way, du kannst seinen Helm im Maßstab 1:2 kaufen. Vom Vettel. Habe ich mir einfach gekauft. Okay. Richtig random, aber okay. Ja, also weißt du, wo ich dort angehört mit der eine Seite Senna und auf der anderen Seite Ratzenberg. Aha, ich hatte es gemeint, einfach der Nein, reguläre nicht sein Original. Vettel-Helm. Nein, nicht So, der. okay. Das ist So, echt ja, sorry, random hätte vielleicht noch gewesen. nebenbei erwähnen, ja. Ja, aber den habe ich mir gezogen jetzt. Okay, nice. Ja, da habe ich noch einen Charles Leclerc-Sieg. Hat ja im Endeffekt sogar die 3 geholt. Aber man hat immer gesagt, wenn nur steht Sieg, dann heisst es, er muss einfach einmal gewonnen haben, dann wird es schon grün. Und der Ferrari-Doppelsieg, da haben wir ja einmal in Melbourne gehabt. Und jetzt weiß ich gar nicht, haben wir ihn noch einmal gehabt? Ja, in Austin haben wir ihn auch noch gehabt, oder? Ja. Ist nicht Dings auch gewesen, Monza? Ist nicht Doppelsieg? Nein, das ist der Piastri nämlich zweit geworden. Ah, okay. Der Piastri hat die ganze Zeit gejagt bis zum Ende. Also im Endeffekt sind es 2 Doppelsiege sogar geworden. Das sind schon alle Grüne. Das ist ein echt blödes Paar, das ich bekommen habe. Wir können aber schnell schauen, was wir da so haben, was eine richtig geile Prediction gesehen wäre. Oder was ich denke, Sargent das könnte Podium. mal eintreten. Das Ja, wär's Sargent Podium. Ich weiß nicht, wer das geraucht hat. Schaue ich gerade nach. Sargent Podium, wo habe ich es? Also es gibt im Fall 2 Predictions davon, weil ich weiß auf meiner Karte drauf. Ich habe geschrieben, Logan holt ein Podium in einem Chaosrennen. Ja, der Magic Card hat geschrieben, Logan Podium. Ja, du siehst halt. Das sind ihr 2 das gewesen, in dem Fall. Das ist einfach noch Predictions gewesen, um diesen Eis auszuwaschen. Ja, sicher. Einfach, dass es sicher nicht grün wird. Aber ich glaube, ja. eine, die ich am meisten erwartet habe, bei dir, dass sie zustande kommt, ist, Perez wird durch Ricciardo ersetzt. Das haben wir alle erwartet. Aber es ist einfach nie, es hat nie so sein. Und Ich crazy, hatte auch dass es noch- ja auch nie ein Doppel-DNF gibt bei Red Bull. Ja, ich habe mit dem noch bezüglich wegen Perez und Ricciardo noch mit einem Kollegen gestern diskutiert. Ich gehe mal stark davon aus, irgendwann hat Red Bull eingesehen, sie werden nicht mehr um die Konstrukteursmeisterschaft fighten. Und dann den Velo schleifen lassen, mit dem Gedanken im Hinterkopf zu haben, sie haben mehr Entwicklungszeit jetzt im 2025 für das Auto 2026.
ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwo noch eine Rolle gespielt hat. Das Sonst hätten sie den Perez wahrscheinlich schon viel früher rausgeworfen, wenn sie gewusst hätten, wir können immer nur um Constructor fighten. Also sie haben eigentlich extra einen behalten, der schlecht fährt, dass sie nachher mehr Windkanalpunkte haben. Ja. Crazy. Das könnte man auch gut vorstellen, weil das sind so Taktiken, die halt heutzutage wirklich viable sind eigentlich. Also es macht Sinn. Ja, ist Crazy. gut, ja. The Red Bull Spiracy. Wind Tunnel Gate. Fährt mit Schmuddelbildern an bis hin zum Windtunnel geht. Christian Horny, Alter, Mann. Christian Horny, Das ist so krank, Mann. Das war so eine geile Season, so off-track vor allem. Hey, ich bin gespannt, ob das echt auch in Netflix vorkommt, wie sie einfach so den Christian so richtig durch den Dreck durchziehen gestellt oder so. Das wäre schon geil. Ja, das Sie müssen ja irgendwie ansprechen. Ich meine, da haben sie Anfangsjahr ist das wirklich ein riesen Thema gewesen. Und es ist ja so, weißt du, Red Bull ist ja so scheiße gegangen eigentlich wegen dem Zeug. Also es würde mich nicht verwundern, wenn sie vielleicht nicht gerade direkt ansprechen, aber halt irgendwie so Andeutungen auf das machen. Ich meine, es ist einer weggeguckt, wie sie es machen. Weil, wenn sie ihn ansprechen, dann hat es sehr viel Limelight. Und wenn sie das Thema nicht ansprechen, der Horner ist bei Drive to Survive jede Saison auch, ich sage jetzt mal, ja, stark oder tief dabei. Du siehst sehr viel von seinem Privatleben. Und wenn du es einfach ihn gar nicht mehr zeigst, so, dann ist es so ein bisschen, wieso zeigen sie ihn nicht mehr, oder? Ja, ich glaube... das Thema auch wieder auf, also er guckt anyway. Ich glaube, es war sogar in der ersten oder zweiten Episode von Drive to Survive von der allerneuesten Staffel kommt der Sammy Klaus bei ihnen heim. Und das sagt er einfach so, auch zu Christian, glaube ich, so, ja, sind wir alle artig gewesen. Yes! Oh, das ist so bitter, oder? Ich glaube, die letzte Episode von Drive to Survive, weil dort, ich weiss, wo alle Titel rausgekommen sind, wie die Episoden heißen, das tun sie immer vor der Staffel eigentlich releasen. Stell dir vor, eine Episode heisst Christian Horny. Nein, Alter, weißt du, das wäre richtig übel. Nein, aber eine heisst, glaube ich, warte schnell, muss ich checken, das ist sie, Rot oder Schwarz heisst die Episode. Die letzte Episode. Ja, das ist einfach Klasse E-Gas. Ja, genau. Aber das ist ja rausgekommen, nachdem das announced wurde, dass der Hamilton zu Ferrari geht. Ey, und ich also dachte so, Alter, ist das jetzt ernsthaft noch eine Episode, wo es darum geht, ob der Hamilton oder wie der Hamilton zu Ferrari gekommen ist jetzt, oder was? Das wäre schon spicy. Das wäre hure wild gewesen, aber das wird das erst wahrscheinlich das Jahr jetzt dann kommen. Ja. Aber es ist schon recht krass. Also dort mit dem Sammy Klaus, das ist mir so im Grind hängen geblieben, was dort passiert ist. Und das dann die Episode. Ja. Crazy. Also, wir schauen jetzt noch im Magic Card und im Weedo sein Board an. Die zwei sind halt nicht dabei im Podcast. Darum schauen wir sie schnell kurz zusammen an. Wir starten beim Magic Card. Der hat auch, by the way, ein Bingo geholt. Der ist der Einzige, der das Bingo geholt hat. Und falls ihr jetzt euch fragt, ja, was hat jetzt der gewonnen? Wir spendieren immer Kartfahrt. Das haben wir sicher mal gesagt. Und der Gabu hat noch irgendetwas von einer Trophäe geschwafelt über einen Kollegen, der vielleicht stand kommt. Ein 3D-Drucker hat. Genau. Das wäre natürlich noch cool, der hätte etwas davon. Aber jetzt schon mal so Levin, by the way, ich wünsche dir viel Spaß im Militär. Und wir schauen jetzt so mal die zweite Reihe an, weil die erste Reihe ist bei ihm auch alles rot, aber in der zweiten Reihe hat er beide Haas in Q3. Das ist, glaube ich, sogar mehr als eines passiert. Kann das sein? Also ich könnte jetzt drinnen nicht sagen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, es ist 2 oder 3 Mal passiert. Ja, also gegen Mitte-Season war ja Haas sehr stark gewesen. Würde ich jetzt auch unterschreiben, dass das mehrere Mal vorgekommen ist. Weil ich wüsste nicht. Also ich wüsste es jetzt nicht, aber eines ist es sicher vorgekommen. Da bin ich mir also 100% überzeugt, aber dass ich das mehrmals war. Norris Sieg, ja, müssen wir nicht groß darüber diskutieren, ist auch vorgekommen. Dann haben wir hier seine Bingo-Reihe. Weniger Regenrennen. Und da hast du mal gesagt, es ist um ein Rennen nicht aufgegangen, gell? Oder irgendetwas? Oder bin ich falsch? Also es sind weniger Regenrennen gewesen. Aber ich glaube, es sind... Was sind es irgendwie? Ich glaube, letzter ist eins mehr... Also im 23 ist eins mehr gewesen als im 24. Wo ich nachher geschaut habe. Oder ist es so gewesen? Ja. Weil wir haben es ja grün gemacht. Sonst hätte er kein Bingo. Aber es würde mich schon noch wundern, wie viele Regenrennen das es da so gesamthaft waren. Weil ich habe jetzt gerade so spontan...
Kann ich, Ich mir schaue, ob irgendjemand Stats gerade hat. Ich schaue es mal nach. ich kann mir jetzt grad gar nicht erinnern, wo hat es ein Regenrennen gegeben? Sanford war nass. Brasilien. Brasilien, ja klar. Ah ja, stimmt, Alter, voll vergessen. Ja. Stimmt, Brasilien, ja. Dort hat es hure Geschiffe gehabt. Also, 4 Races with Rain Impact 2024. Wie viel? 2023 4. 4. Okay, ja, da hat's wirklich. Und 2023. Ach, ich glaube, wir müssen gar nicht schauen. Im 23 habe ich gemeint, hat es hure viel gegeben. Ja, anyway, also der Punkt geht, der muss sicher mal an Levin. Und dann nachher hat er auch Verstappen Weltmeister 2024. Rote Flagge im Rennen. Das haben wir dann sicher in Monaco gehabt. Und Brasilien hat es, glaube ich, auch einen Red Flag gegeben, oder? Nein. Mal. Mama. Im Rennen hat es eine gegeben. Ja, weil der Verstappen hat ja nie einen Pitstop gemacht. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Hat es einen Red Flag gegeben, ja. Tsunoda mehr Punkte als der Ricciardo. Ist gegen Ende Season noch nicht mehr schwer gewesen, weil er ja nach Singapur nicht mehr dabei war. Aber er war sonst immer recht im Defizit gewesen. Also jetzt ist er weiter weg. Also, auch wenn er gespickt wurde, hast du mehr Punkte gehabt. Ja, das ist so. Und in der letzten Reihe hat er noch beide Williams-Punkten in einem Rennen. Und das ist aber dann erst auch passiert mit dem Colapinto zusammen. Was sehr krank ist. Das ist eigentlich crazy. Der Colapinto hat ja mehr Punkte geholt als der Sargent je in seiner Formel 1-Karriere. Die ganze Karriere und er hat 1,5 Seasons gehabt. Ja, das ist eigentlich Heftig. schon krass. Ja, nachher noch wilde Predictions, was er so drin hat. Also was wirklich krank ist, ist eigentlich der Stat, dass er den nicht bekommen hat mit Podium mit Leclerc, Russell, Verstappen. Stimmt. Weil das ist eigentlich etwas, was noch hätte können gut passieren, weil der Leclerc ist ja auch immer ein bisschen auf dem Podium gewesen, Russell ja eigentlich auch immer ein bisschen. Von dem her ist eigentlich auch krass, dass er diesen Punkt nie bekommen hat. Perez Mexiko GP-Sieg, ja, optimistisch gewesen, ja. Optimistisch. Was ich heftig finde, ist, wie im Kampf Hamilton, Leclerc, Norris, Verstappen. Hat man dort Hamilton nicht drin gehabt, dann hat man... Ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, von mir. Weil ich bin meistens immer der Hamilton drin schreibt. Ja. Also von dem her muss ich schon schauen. Aber ich ist deine. Ist meine, ja. Aber das war wieder klar gewesen, dass der von mir kommt. Aber wäre geil gewesen. So einen schönen Vierkampf um die WM. Vielleicht haben wir es ja dieses Jahr. Strollmeister DNF ist auch krass, dass das nicht passiert ist eigentlich so. Also ist nicht gegen den Stroll, aber er hat schon einen Halbschuh. Aber die meisten DNFs hat, glaube ich, der Albon gemacht das Jahr. Kann das sein? Albon oder Checo? Ja. Einer von denen zwei muss sein. Ja. Weil der Checo hat ja eigentlich, wenn du überlegst, die letzten 2 Rennen hat er ja einfach noch harte DNFs kassiert. Eigentlich, oder die letzten 3 Rennen. Hat er ja recht. Albon. Ist Albon? Ja, Albon. Okay. Aber der Checo hat, glaube ich, am meisten Damage verursacht. Ich habe irgendwo wieder ein Bild gesehen auf Instagram, aber ich habe es wahrscheinlich jetzt suchen. Ich weiß es nicht, das muss ich jetzt wieder ewig suchen. Aber ich glaube, es hat mit Abstand am meisten. Und da kommt, glaube ich, irgendwie der Albon, da kommt, glaube ich, irgendwie der Sergeant oder so. Da kommt einfach, glaube ich, so der Colapinto. Der ist irgendwie auch hure weit oben. Also das ist hure krass. Weil Williams hat richtig tief müssen in die Tasche greifen dieses Jahr oder letztes Jahr für die Autos. Das sind eigentlich schon verdammt amüsant. Vor allem, dass die Kehren noch für die letzten 2 Rennen haben können herstellen. Also vor allem beide Kehren. Das ist eigentlich auch krass mit den Teilen, die sie noch können. Weil ich glaube, das Auto war einfach nur noch ein Mix von verschiedenen Teilen von den alten Strecken, die sie gebraucht haben. Oder so. Ich glaube, es wird irgendwie ein Flügel von Japan drauf gewesen und irgendwie ein Unterboden von Australien oder so. Keine Ahnung. Das ist wirklich hure krass gewesen. Ja, aber eben der Levin, der hat hier ein Bingo geholt, also Gratulation. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte lange nicht gedacht, dass jemand von uns ein Bingo überhaupt holt, weil es hat echt teilweise bitter ausgesehen, dass wir nichts abhökeln können, aber er hat es doch noch geschafft. Also von dem her, Gratulation. Dann kommen wir noch zu... Noch kurz, noch schnell Fakt checken da mit den beiden Haas in Q3. Ja. Ist im offiziellen Qualifying nur einmal passiert. Nur eins, okay. Du hast noch SQ3 hast du noch im Kopf gehabt, aber offiziell Q3 ist nur in Mexiko. Wo war das Q3? War das mit der Season? SQ3 ist, wenn ich es sogar richtig im Kopf habe, glaube sogar Austin gewesen. Ja, das kann sein. Mama, stimmt. Das weiss ich noch, der Kommentator sogar darüber geschnurrt hat. Ja, Amerika, SQ3. Ja.
Okay. Ja, nein, ja, was? ja. Amerikanisches Team. Mann. Ja, aber weißt du, wie du es gesagt hast? Ja, SQ3, was ist das vorhin das so moderiert hat, weißt du? Ja, Amerika, Ja. super, gut, next. So, also, ja, als nächstes kommt Widope dran. Der hat eigentlich lang am meisten rote Felder immer gehabt. Nachher hat er Simi ein bisschen aufgeholt noch. Darum, er hat auch 3 Feldli. Also nicht wahnsinnig viel. Er hat in der ersten Linie Verstappen Weltmeister 24. Gefühlt hat er jeden von uns drin gehabt. Ich glaube, ausser der Gabu, du hast das nicht gehabt. Ich glaube es nicht, ja. Ich habe ihn nicht gehabt. Und du auch nicht? Du nicht. Gabu hat ihn gehabt. Warte jetzt, ich schaue schnell. Nein, Nein, Gabo hat ihn auch nicht gehabt. Der Gabo und ich auch haben ihn nicht nicht gehabt. Aber dann hat er 3 von 3 hat ihn gehabt, ja, von 5, okay. Mhm. Ja. Aber ich habe auch gesehen, glaube ich, 2 oder 3 haben Ricciardo wird Perez ersetzen. Also, Ja, und dort haben wir wirklich alle believed, ey. ja, wirklich. haben wir alle believed. Und dann nachher, dritte Reihe beim Widope haben wir Mercedes Doppelsieg. Das hat es in England, Spa? Vegas. Spa? Vegas. Vegas, ja. Las Vegas, ja. Vegas. Russell Hamilton. Stimmt, ja. Theoretisch wäre es ein Spa auch gewesen, aber der hat Ja, Russell stimmt. müssen disqualifiziert werden. Stimmt, Genau. der hat eine Disqualifikation bekommen. Und dann nachher noch in der letzten Reihe hat er einen Hamilton-Sieg drin. Ja, das ist ja zweimal passiert. Mal schauen, was er so für wilde Predictions drin hat. Aber zu Haas wäre auch krass gewesen. Ich sehe auf der zweiten Linie, wie so wild ist. Das dritte, gell? Also, Recap, dritter Platz, Konstrukteurwert. Ich glaube, das hat der Widope selber geschrieben. Im Fall. Ich glaube, das hat er selber geschrieben. Ah, da Alpha Tauri wird dritte in der Konstrukteurwertung. Ja, Alter, da hat er sich selber ins Bein geschossen mit dieser Aussage. Ach du Heilige. Ich sehe vor mir, wie der Gabo das gesehen und gesagt hat, das muss er auf seinem eigenen Bingo-Board haben. Nein, sorry, das nicht gemacht. Ja, der ist schon ein bisschen. Geil, wie wir den Namen perfekt ausgeschrieben haben, Alter. VCARB F1T, Alter. Visa Cash Racing Bull F1 Team, Alter. Jetzt heisst es nur ein Racing Bull zum Glück. Ja, Halleluja. Ja, strong. Kann es wieder der Toro Rosso sein, oder ein Scheissdreck. Ferrari und Aston besser als Mercedes. Ja, hätte ja können gut möglich sein. He? Ja, Aston ist eigentlich das Einzige, was gescheitert hat. Ja, die haben richtig abgesackt, ja. Und schade, Tsunoda, ist bei letzte Rennen- Formel 1 Season, ist auch noch recht wild. Irgendwie. Oh, das ist sehr wild, ja. Schade ist bei ihm das eine Rennen abgesagt, verschoben wegen Regen. Er hat geschrieben Quali oder eine Session, dann hat er es gehabt. Ja, aber wenn Brasilien wirklich verschoben worden wäre, weil da hat es ja auch wirklich Diskussionen noch darüber gegeben, das wär dann, wenn er das grün bekommen hätte, das wäre richtig krass gewesen. Das wäre fett gewesen, ja. Das wäre Wirklich. richtig wild gewesen, im Fall, sagt das. Ja gut, so haben wir jetzt können auch aufklären, wer hat eigentlich unser Unsafe Release Bingo gewonnen. Das ist der Levin aka der Magic Car gewesen. Wie schon angesprochen, ihr findet das ganze Board oder unsere Boards findet ihr auf dem Instagram-Account vom Unsafe Release. Einfach @Unsafe Release Podcast eingeben und dann kommt ihr auch schon auf die Instagram-Seite und dann sehen wir es auch nochmal visuell. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr die Episode bis dahin wieder angelost habt. In der nächsten Episode haben wir auch schon ein bisschen etwas vorbereitet. Wir schauen auch noch mal ein bisschen zurück auf die ganzen Fahrer und geben noch mal ein Rating ab. Also wir machen noch mal so ein Driver-Rating von der Saison 2024. Darum schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn wir dann die ganzen Fahrer bewerten. Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich und wir hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.